Servus und Habidere. Hier ist der Mike von Viva la Movilusion. Und heute müsst ihr wieder mal solo mit mir Vorlieb nehmen, weil ich was ziemlich Cooles gesehen hab, das die anderen zwei Zivis nicht gesehen haben. Und deswegen labert ihr jetzt wieder mal allein. Es ist jetzt schon 9:15. Da bin ich normalerweise schon eine halbe Stunde im Bett. Nur heute habe ich mir den Film Deathcember reingezogen und ich habe total unterschätzt, wie lang das Teil ist. Und ich war von dem Tempo von dem Film so überrascht, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt heute so gleich nach dem Film eine kleine Review auf, damit das Ganze da ziemlich frisch ist, obwohl ich eigentlich schon lang schlafen sollte. Jetzt werden ein paar sagen, hey, der bayerische Vogel, der kann nicht einmal Dezember richtig sagen. Nein. Also das stimmt schon. Den Film, den ich gesehen habe, der heißt Deathcember. Und zwar erscheint der Film am 4. Dezember 2020, fast pünktlich zum Nikolaus, was thematisch eigentlich ziemlich gut passt. Denn Deathcember ist ein Episodenfilm in der Tradition vom Adventskalender mit 24 Türchen. Und zwar gibt's da 24 Regisseure mit 24 Kurzfilmen. Das Ganze dauert 2 Stunden und 25 Minuten, also das Teil ist ziemlich lang. Er gibt summa summarum etwa ungefähr 6 Minuten pro Kurzfilm. Das Ganze muss man sich vorstellen wie so eine Art virtueller Adventskalender, wo der Film quasi durchlotst. Hinter jedem der 24 Türchen gibt's ziemlich coole, abwechslungsreiche Kurzfilme zum Sehen, die wo thematisch zum Weihnachtsfest ziemlich gut passen. Also der Termin, dass der Film Anfang Dezember, jetzt habe ich es richtig wieder gesagt, geil, bei uns rauskommt, ist eigentlich ziemlich cool, das passt perfekt. Vorstellen muss man sich das Ganze wie die ABCs of Death Filme, da hat es ja auch 2 Teile gegeben, wobei ich sagen muss, da kommt das Konzept mit den Haufen Kurzfilme in einem Film hier wesentlich besser rüber. Durch das, dass die ganzen Kurzfilme thematisch dasselbe Thema haben, nämlich Weihnachten, klar, ist das Ganze um einiges fokussierter als wir bei den ABCs of Death Filme. Das Ganze ist ja doch recht zusammenhangslos, weil da gibt's keinen roten Faden und gar nichts. Das sind einfach die Kurzfilme aneinanderklatscht. Hier in dem Fall passt uns halt thematisch zum Weihnachtsfest perfekt zusammen. Die Geschichten an sich sind sehr individuell. Also sie haben manchmal recht skurril, dann haben wieder recht blutig, lustig, manche sind total überdreht, andere wieder total bodenständig und andere auch wieder sehr emotional. Also es ist für jeden ist was dabei. Und man bekommt fürs Geld, also ich glaube, dass das Teil zwischen 12,99 und 14,99 kostet, fürs Geld einiges geboten. Also 2 Stunden 25 Minuten, da muss man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, den kann man nicht so schnell mehr auf 1,5 Stunden wegschauen. Und ja, ich habe auf alle Fälle riesen Spaß gehabt. Jetzt muss ich mich noch schnell berichtigen. Und zwar, ich habe gesagt, das sind 24 Kurzfilme. Stimmt nicht ganz. Achtung, Spoiler. Natürlich kein Major-Spoiler, weil sonst, da ich das hier nicht besprechen. Vor allem nicht ein Film, der wo so aktuell ist. Und zwar gibt's 26 Kurzfilme. Und jetzt kommen quasi nochmal 2 Filme. Während des Abspanns kommen nochmal 2 kurze. Also sitzen bleiben. Die haben auch ziemlich cool gemacht wieder. Und rentiert sich auf jeden Fall. Ich wollte mir da eigentlich sehr viel notieren zu dem Film und habe dann recht schnell festgestellt, dass das Tempo so extrem hoch ist, dass bis ich zum Notieren komme, wie die jeweiligen Folgen heißen und von wem die sind und um was es in jeder Folge natürlich geht. Bis ich da das Schreiben angefangen habe, da waren die Folgen teilweise schon wieder vorbei. Das Tempo von dem Ganzen ist ziemlich hoch. Es kommt nie irgendwie Langeweile auf oder was, weil die Filme, wie gesagt, sehr abwechslungsreich gestaltet sind. Das Produktionsdesign von jeder Folge ist sehr hoch, die Effekte sind super, die Schauspieler großteils auch. Wir haben nur komischerweise bei der Synchro ein wenig ein Problem. Was heißt ein Problem? Ein paar Episoden sind von der Synchro her wirklich ganz toll geworden.
Da brauchen sie vor größere Filme oder was nicht verstecken. Nur bei ein paar lässt das Synchro echt zu wünschen übrig. Wie wenn bevor die jeweiligen Folgen von verschiedenen Studios synchronisiert worden wären oder dass bestimmte Folgen anderes Budget gehabt haben für eine Synchros. Also das ist teilweise sehr durchwachsen. Aber wie gesagt, es sind Höhen und Tiefen dabei, ist jetzt nicht wirklich Kritikpunkt an dem Ganzen. Weil es ist ja so, dass man es ist schon spanische Filme dabei, russische, amerikanische, deutsche. Man kennt dann auch anhand von der Bildqualität oder vom Schauspielern her, man kennt dann teilweise schon, was für ein Land der jeweilige Film ist. Also, wie gesagt, December 145 Minuten. Jetzt erzähle ich euch nur über ein paar Folgen, wo ich mir jetzt da rausgestrichen habe, wo ich jetzt eigentlich ein bisschen was erzählen mag. Genau, alle 24 Episoden erzähle ich euch jetzt nicht. Da wird's dann ein wenig gelangweilt sein. Die jeweiligen Folgen haben dann auch oft so Aspekte, wo man dann sagt, der Schuld- und Sühne-Aspekt, den auch andere Kurzfilme oder Anthologiefilme wie Creepshow oder oder die Twilight Zone oder die Geschichten aus der Gruft haben, dass derjenige, der wo sich die ganze Zeit über Scheiße aufführt, am Schluss für das Ganze gerade stehen muss oder einen Kopf herhalten muss oder einen Arm oder sonst irgendwas. Und zwar geht's in der ersten Folge, die nennen sie A Door Too Far, geht's um einen Jungen, der haufenweise Adventskalender in sich reinfrisst, obwohl er die Türchen noch gar nicht aufmachen darf. Da das an Weihnachten nicht so üblich ist, muss er halt dann am Schluss mit der Retourkutsche leben. In der zweiten Episode All Sales Fatal ist auch ziemlich cool. Da geht's um einen Streit, um einen Einkaufszettel oder einen Kassenzettel. So, da wo sich ein Kunde, eben die unglaublich scharfe Tiffany Shepis, die man aus Filmen aus die 80er und 90er kennen könnte, mit einem Kassierer anlegt, weil sie gern einen Artikel zurückgeben möchte, sie aber keinen Kassenzettel dabei hat. Und dabei entbrennt dann ein richtig grotesker Kampf zwischen den zwei. Also eine ziemlich coole Episode, die ziemlich blutig daherkommt. Die vierte Episode, Xmas on Fire, ist wie eine weihnachtliche Parodie auf Reservoir Dogs und ist ziemlich cool gemacht. Also habe ich richtig Spaß gehabt. War super. Oder dann wieder so ganz groteske Sachen, Folge 5. Diese spanische Folge kann ich ganz schwer ausschmerzen. Villancinos kann das heißen. Ein Junge im Krankenbett, der quasi der am Sterben ist und nur durch das Singen oder durch die Weihnachtsstimmung am Leben gehalten wird. Also man muss quasi die ganze Zeit Weihnachtslieder singen und eine super happy Stimmung haben, sonst geht der Puls von dem Burm runter und er stirbt. Also wie gesagt, das sind oft ganz, ganz groteske Sachen dabei. Folge 8 war auch ziemlich cool, Family Matters. Ein junger Mann wird zur Familie seiner Frau eingeladen zum ersten gemeinsamen Weihnachtsfest und er bekommt zu Weihnachten ein Edding geschenkt. Und da gleich drauf beginnen die Familienmitglieder ihm die Kleider vom Leib zum Reißen und an ihm herum zum Zeichnen. Was dann da draus entsteht, ist eine ziemlich eklige Sache, also richtig pfui Teufel und erinnert ein bisschen an den Film Society von Brian Usner. Kenner wissen, was ich meine. Genau, also ganz grob Folge 9, Happy Christmas oder Operation Christmas Child ist ein Stop-Motion-Animationsfilm mit Knetfiguren und die ist richtig derb. Also die wenn's in echt Draht hätten mit echten Schauspielern, war das wahrscheinlich eine Folge geworden, die es rausschneiden hätten müssen, wie es damals auch schon bei ABCs of Death der Fall war, wo einige Episoden weichen haben müssen, weil es zu krass waren. In der Episode Operation Christmas Child geht's quasi um Kind, das entführt wird von einem Pfarrer und da richtig derb vergewaltigt, gefoltert und misshandelt wird. Das Ganze mündet dann oder endet dann in einem Rape and Revenge Szenario quasi, wo es richtig blutig ist und die Message hinter dem Ganzen ist auch ziemlich bitter und ja, hat mir sehr gut gefallen, aber ist ziemlich hart, muss ich sagen, obwohl es wirklich mit Knetfiguren gemacht ist, ziemlich cool. Dann Folge 10, Five Deaths in Blood Red.
kommt total Giallo-mäßig daher, hat mir sehr gut gefallen. Da geht's um Morde zu Weihnachten in einem alten Herrenhaus. Besonderheit hier ist, dass die Schauspielerin aus Suspiria, aus dem Original, die auf den Namen hört, müsst ihr schon schauen, Barbara Magnolfi, genau, ja, mit den Italiener, was das Barbara Magnolfi. Genau, die hat im 1977er Suspiria mitgespielt und ist eben auch in dem Film dabei, ziemlich cool. Im Hardline Filmfestival habe ich mit dem Julian Richards letztes Jahr ein Interview führen dürfen, wo er mir quasi schon angeteased hat, um was es in seiner Episode in December geht. Das ist dann die Folge Nummer 12, Bad Santa, vom Julian Richards. Da geht ein Streich von den Eltern an am Kind zu Weihnachten schief. Und das endet dann in einer ziemlich blutigen Auseinandersetzung. Genau, Folge 14 ist auch ziemlich cool. A Christmas Miracle ist ein wenig eine verspielte Sache. Cool ist, dass Genre-Ikone Barbara Crampton mitspielt, die man aus Reanimator oder From Beyond kennt. Folge 15, die ist vom Ruggero Deodato, der berühmt und berüchtigt ist für Cannibal Holocaust, Nackt und Zerfleischt. Hier geht auch so eine Art Weihnachtsstreich schief und ja, endet dann tragisch, sage ich jetzt einmal. Genau. Folge 17, nennen sie Pick, ist ein deutscher Beitrag vom Andreas Marschall, den manche kennen werden von Filmen wie Tears of Kali, Masks oder German Angst von und mit Jörg Buttgereit. Da geht es um einen bluttriefenden Zwischenfall bei einem weihnachtlichen Rave. Die Folge ist sehr feministisch angehaucht und ja, lasst uns Männer nicht ganz so gut dastehen, aber die Folge macht auch riesigen Spaß. Die Folge They Once Had Horses ist eine kleine Besonderheit. Die Folge ist in Schwarz-Weiß-Draht und ist vom Lucky McGee, der auch The Woman gemacht hat. Die Folge spielt in einem Western, also Wild West Setting und da geht's um ein Monster, das ein paar Cowboys, die gerade am Lagerfeuer sitzen, tyrannisiert. Und die Folge 21, Family Feast, da gibt's bei Familienfeier eine Dame, die ganz brutale Halluzinationen schirbt, von Weihnachtszombies oder Nikolaus-Zombies und Kannibalen und alles Mögliche, war auch ziemlich stark. Ja, und das Ganze endet dann in der Folge 24, Operation Dolph. Und das ist eine Art Hommage an 96 Hours, Taken, mit dem Liam Neeson. Nur, dass hier der Nikolaus Hand an fiese Entführer anlegt. Genau, und dann, wie gesagt, bleibt es nach dem Abspann oder während des Abspanns sitzen. Es gibt ein paar sehr coole Bilder vom Set und man sieht dann, wer bei was für der Folge eben auch Regie geführt hat und wer alle mitgespielt hat. Es sind einige bekannte Gesichter dabei, zumindest für Leute, die genreaffin sind, die wo einiges an Horrorfilme und Genrefilme schon gesehen haben und sie mit der Materie schon vertraut gemacht haben. Die sagen dann, ah ja, das ist der und ach ja, und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, dazwischen dann noch 2 Bonus-Kurzfilme mit drin. Das rundet das Paket dann ab. Ich habe jetzt gerade die Hülle nochmal vor mir. Erfreulicherweise hat Bush Media dem Film auch ein Wendecover spendiert und wir sehen mal quasi ohne einen FSK 18 Flatschen einen blutigen Adventskalender. December 24 Doors to Hell ist bei uns uncut rausgekommen. Ich kann euch das Teil nur empfehlen. Mir hat er sehr gut gefallen. Das Tempo ist sehr hoch. Ich werde es mit den 2,5 Stunden, die werden so schnell vergehen. Taugt als super cooler Partyfilm. Macht euch einmal, es ist etwas andere Weihnachtsfest, haut euch den Film rein. Passt perfekt zur Weihnachtszeit, zur Weihnachtsstimmung. Wenn man es natürlich gern blutig und hart mag, ist man hier genau richtig. Der Film ist bei uns, wie gesagt, uncut rausgekommen und es steht dem Kaufspaß nichts mehr im Weg. Mir hat er gut gefallen und ich hoffe euch auch. Vielleicht, wenn ihr euch das angehört habt und ihr habt den Film auch gesehen und es stimmt's mir zu, vielleicht schreibt mir was in die Kommentare, wie er euch gefallen hat oder was. Mit Kritik kann ich umgehen, vielleicht nicht gut, aber ich kann's. Aber wie gesagt, ich freue mich um jeden Kommentar, jede Mail. Liked uns, teilt uns, hinterlasst uns vielleicht eine positive iTunes-Rezession und hört's auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann habe ich wahrscheinlich die anderen 2 Maestros auch wieder mit am Start. Okay, alles klar, macht's es gut. Servus, für euch.